Als erstes für euch in diesem Finale an diesem Mikrofon, bitte mit einem finalwürdigen Applaus, von euch gewählt, live! Ja, besser ihr als ich. So, also 3 Sachen zu diesem Text vorab. Erstmal danke überhaupt. Aber 3 Sachen danach. Also es ist Evolution, das heißt jeder kämpft für sich. Das zweite ist, die Einschläge kommen näher. Wir haben das gerade schon mal gehört. Also Kinderkriegen ist angesagt. Und das dritte ist, der ist neu. Ich habe gerade so lange darum gebastelt, welchen Text ich lese und habe beschlossen, ich lese einen, den hier noch keiner kennen kann. So. Ich ziemlich zu. Ja. Einstiegsgedicht. Der Tellerrand weit hinter dir blickt hinterher und winkt verwirrt, denn du schwimmst nicht mehr in der Suppe, bist plötzlich viel mehr als nur Puppe. Titel: Kind, du musst weiter und zurückdenken. Oder wenn es eine Grenze gibt, muss es auch immer ein dahinter geben. Und Live, das bin ich, ist ein potenter, toller Typ, der seinen Platz in der Evolution verdient hat. Frauen wollen ja den Versorger, Beziehungsabenteuer, Hobbykoch, Arschloch, einfühlsam und doch ganz anders Typ. Und ich kann unverhohlen sagen, das bin ich. Oh ja, das bin ich alles. Aber vor allem kann ich toll denkend erziehen. Hat von euch jemand Rousseaus Emile gelesen? Ich glaube, das war früher das Pendant zu Kevin. Es geht da so, er beschreibt in einem Buch, dass er so ein Kind erzieht und ja, ich finde das unglaublich. So, also denkend erziehen. Und das will ich jetzt wie Rousseau mit Emile an einem imaginären Kind beweisen. Randnotiz, Männer sind ja so lustig. Da schreibt er ein Buch und stellt sich vor, wie er ein Kind hat, das er erziehen kann. Aber das kann ich auch. Und ich bin auch lustig. So. Die Frau, die da mitgemacht hat, also die dann das Kind wirklich erzogen hat, ist auch egal. So, dieser Text erarbeitet also, was ich meinem Kind sagen werde, wie es denken soll. Dazu müsst ihr wissen, das erste Wort meines Kindes wird ein Nietzsche-Zitat, ein Einstein-Zitat und ein Newton-Zitat sein. Das Zitat lautet: Mäh! Ja, das haben die auch alle gesagt. Also, Imagination. Mein Kind, sportlich, schön und überhaupt, kommt zu mir an und ich sage: Kind, du musst weiterdenken. Also wird weitergedacht. Jetzt wird's kompliziert. Kommt der Teufel zu Gott und sagt: Gott, ich habe eine Aufgabe für dich. Erschaffe einen Stein, der so schwer ist, dass du ihn selbst nicht heben kannst. Um solche Paradoxien in den Griff zu bekommen, hat der Mensch Paralleluniversen oder Chuck Norris erfunden. Denn Chuck Norris kann einen Stein erschaffen, den er selbst heben kann. Egal. Gott muss ein Paralleluniversum erschaffen, in dem es einen Stein gibt, den Gott nicht heben kann, obwohl er allmächtig ist. Und genau solche Paradoxien möchte ich hier auch weiter betreiben, auch wenn man ein lächerliches Paralleluniversum einem manchmal nicht weiterhilft. Die Paradoxie der Logik. Spiel der Logik. Zu behandeln mit ein bisschen Komik ist der Strickersteller Mörder oder eher nicht. Spiel der Logik. Zu behandeln wie ein bisschen Frohlich wirfst dem Hund hin, der daraufhin frohnickt. Die Menschen begehren Kinder, welche Fantasien haben und diese werden irgendwann in sexuelle umschlagen. Daraufhin gehen die kleinen Partnerschaften ein, haben Sex, dem Spaß wegen allein. Nun bekommen sie Kinder und die Kette ist geschlossen und die logische Verkettung hat den Spaß sehr genossen. Doch sterben Menschen. Das ist jedem bewusst, also ist Kinderkriegen mit Absicht und Lust, doch geplanter Mord, bis ins Letzte ausgeklügelt, nur Kondome verhindern dieses Übel. Anmerkung: Insgesamt scheinen wir es hier mit organisierter Kriminalität zu tun zu haben. Denn selbst Staaten unterstützen Menschen dabei, Kinder in die Welt zu setzen, außer China, obwohl sie sicherlich sterben werden. In Deutschland würden die Politiker bei einer Anklage mit einem blauen Auge davonkommen, denn die Familienpolitik in diesem Land kann nur absichtlich so schlecht sein. So, also wir sind immer noch bei meinem Kind, dem ich sage, es soll weiterdenken. So, wenn ich einen Rassist nicht toleriere, bin ich dann genauso intolerant wie ein Rassist? Und wenn die Zeit nur ein Produkt unseres Gehirns ist, um die Welt ordnen zu können, kann ich dann überhaupt zu spät kommen oder glaube ich es nur? Und so bleibt alles relativ. Zum Schluss denkt man vor eine Wand und hinter dieser Wand ist nur Wahnsinn und wir wissen, dass es dahinter weitergeht. Aber wer will denn schon immer weiter? Also, Imagination. Mein Kind. Zur Erinnerung, sportlich, schön und überhaupt, ich muss daran erinnern, ist immer noch Evolution, kommt zu mir an und ich sage: Kind, denk nicht so viel, das Glück ist bei die Dummen. Also wird nicht so viel gedacht. Es ist alles so einfach, Hauptsache du bist scheißflach. Willst dabei sein, dann schreit das, was alle schreien, der letzte Schrei sein.
Und alles, was dich nicht tötet, geht dir zumindest auf den Sack. Und so werde Follower von Justin Bieber und Blog zu Männerkosmetik und Autotuning. Das ist das neue RTL 2 und man ist scheinbar noch aktiv dabei. Und das Zucken geht mit der Zeit auch weg. Einsicht ist der erste Weg, um sich beschissen zu fühlen. Aber dumm sein hat offensichtlich auch Nachteile, wie wenn du Demenz hast und es weißt. Also, Imagination. Mein Kind kommt zu mir und ich sage, ach Kind, denk doch einfach hin und her. Sei ein Fließgleichgewicht. Geh mir nicht weiter auf den Sack. Ich habe doch auch keine Ahnung. Egal, was ich dir sage, irgendwann wirst du sagen, dass es falsch war und ich das Gegenteil hätte sagen sollen. Und kurz danach wird es wieder schon wieder richtig gewesen sein, wonach es wieder falsch gewesen sein wird und so weiter und so fort. Und so wird hin und her gedacht und erkannt, wer glaubt zu wissen, was richtiges Denken ist wahrscheinlich falsch unterwegs wie Lehrer und Polizisten. Wisst ihr, wie viel bei der Polizei geklaut wird? Und wisst ihr, wie viele glückliche Camps mit Pädagogenkindern auf Drogen es gibt? Und so, Kind, ich bringe dir das Denken bei und du entscheidest, was du damit machst. Dankeschön.